Dieses Video wird unterstützt vom Ministère de la Culture. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Filmlife, das schon eine Serie für euch, das geht dabei, und zwar Star Wars Skeleton Crew. Was wir dann lo von dieser neuen Serie am Star Wars Universum erwarten können, erzählen wir an dieser Episode. Am Star Wars Franchise ginnet jo immer so Up and Downs. Gut, a letzter Zeit méi Downs, aber mat Skeleton Crew probiert Disney bisschen den andere Weg anzuschluen oder vielleicht ein bisschen mat der Disney-Formel méi am Star Wars Universum oder mi sinnvoll am Star Wars Universum rundherum zu rehren. Was sie mat Skeleton Crew probiert tun, als ein Mix aus mal George Lucas und Steven Spielberg zu machen. Goonies am Star Wars Universum, als er es versprach gehen, me wei Content umgesagt gehen. An der Skeleton Crew geht es ganz einfach eine Gruppe von junge Kanner, die eben sich am Star Wars Universum befanden, auf einem Planet, wo alles schön ist, alles idyllisch ist, alles hat seine Struktur, alles hat seine Regeln. Kanner gehen an Joel an enge Stars, entdeckt den kleinen Wim, wie er meint, ein Jedi-Tempel. Ob das wirklich ein Jedi-Tempel ist oder was das ist, gilt dann herauszufinden, weil wir dem Kollegen nie an ein paar neu gewonnene Kollegen probieren es dann herauszufinden, wer es sich handelt. Das ist einfach mal den Plot oder Nufangsplot von Skeleton Crew. Und ich meine das heute so, wie ich das Alkeas mit der Serie gemacht und ich denke, das ist so der beste Kompromiss für meinen Channel. Ich mache ein Review vom Start, die schon die 2 ersten Episoden gesehen und ich mache einen kleinen Recap zum Schluss, wann die ganze Serie raus ist. Du wendet da ein Eindruck einfach immer den 2 ersten Episoden, weil es keine Geburt gibt. Ich schwätze nun mal hauptsächlich das Feeling, weil Star Wars Serie geseit so aus wie Star Wars Sache von Disney aktuell ausgesehen. Disney hat so einen Look fand, den sie sich halen, den sie beiwille behalen, für das ganz relativ organisch ausgeseit. Ich fand das geseit auch immer gut aus, da gibt es eigentlich nicht viel zu meckern, das mit schöne Kulisse gemacht, den CGI ist auch gut gemacht. Du gibt nicht viel zu meckern. Das ist ganz okay. Zu der Story kann ihn halt einfach mal nicht so weit aushören, obwohl ich da schon so ein paar Sachen habe, wo ich ein bisschen mit der Stirn runzeln. Also ich gehe mal einfach ein ganz hart kleine Spoiler hier raus. Sie sind halt nur auf jeden Fall auf einem Schiff, auf einem Piratenschiff. Und da sind sie dann an der Kajüte vom Captain. Also die ganze Crew, die geht es nicht mehr, ne? Sie haben das Schiff dann davon. Dann hin ist dann da an der Wim ist dann an der Kajüte. Und da leitet dann ein Kompass und da leitet Fernrohr und da sind so Piraten-Hit. Ich verstehe, dass sie das so ein bisschen Goonies-mäßig wollten machen, dass das witzig ist, aber es sitzt den dann da, wenn in so einem Star Wars-Universum was fritzig. Wo möchte dann da ein Kompass, wenn ich Klift sind? Auf einem Raumschiff. Nun je, gut. Sehen wir da hingestartet, vielleicht kriegen wir das ja noch erklärt, vielleicht ist es doch einfach ein bisschen ein Nonsens. Dafür war aber für mich ein bisschen zu viel mit der Kamera drauf gehalten gehen, so dass ein Zeit gelost kauft, für darüber nachzudenken. Wenn das so mehr am Hintergrund gewesen wie so als kleinen Ahnzwinkern, da wird das denkt nicht besser gelesen. Aber das ist nur meckern auf welchem Niveau. Das hat gar nicht mit der Qualität eigentlich von der Serie zu dienen. Weil, kommen wir einfach mal auf den Punkt schwätzen, was wir da erreichen wollten. Steven Spielberg mit George Lucas gelenkt hin, fand ich es nicht mehr zum Deal. Ich gesehen, die Influencer noch drin und ich gesehen, was sie probieren. Aber schon pur Beispiele dafür, wo es schon mal besser gegangen ist. Stranger Things hat auch demos probiert, so Steven Spielberg-Feeling wie eben bei den Goonies rüberzubringen. Und da ist ihnen viel besser gelungen. Die Chemie zwischen den Kanner war viel besser, die war viel mehr ausgeprägt. Die Kanner haben, das fand ich besser umgesagt. Das hat direkt ein gut Gefühl vermittelt. Und auch beim Remake von It, war das auch beim Losers Club genau das nämlich. Die waren besser umgesagt, die haben sich mir organisch gefehlt, das hat einfach mir sinnvoll ausgesehen. Hi, gilt es nur noch aufzuwarten, ob sich die zusammengewürfelte Gruppe noch so ein bisschen zusammenrotten kann und auch so Gefühl vermitteln kann. Ich habe bei Stranger Things zum Beispiel, hat ihn direkt von Anfang an das Gefühl, boah, das ist eine richtig gute Mischung, das ist eine richtig gute Kombination an Hi, wo den das Gefühl noch nicht direkt. Das ist ganz schön. Du wähnt da also ein Spielberg-Feeling nehmen bedingt dabei. George Lucas ist ja klar, wo hier die Influence kommen, wir sind ja am Star Wars Universum. Da ist so für mich aktuell noch so der größte Manko. Das Gefühl, die Chemie, ich habe mich immens auf so Goonies am Star Wars Universum gefreut.
du wennt mir das steht erfällt eben mit seinen Schauspieler. Das muss ich einfach bedenken. Auch und plus, wenn man lohnt aus eine Piratengeschichte tun, wirkt es nach viel mehr wie Goonies. Und es sind definitiv mal gespannt, wie das Ganze danach weitergeht. Zum Schluss von der zweiten Episode könnt dann den Jude Law ran als Jedi. Techt, da haben wir ja auch lang drauf gewartet. Jude Law als Jedi für schon länger angekündigt. Da wennt du gesehen mal an den nächsten Episoden recht. Wie sich das Ganze rauskristallisiert, wird du alles nach Welt passieren. Und viel mehr geht es zu den 2 ersten Episoden leider nicht zu sagen. Bis drauf, dass es eine okay Serie ist. Sie hält den nicht komplett doof, sie ist nicht bombastisch, sie ist bis mal okay. Sie hat keinen Impact, wie das den Stranger Things gemacht hat. Da hat sich Disney vielleicht dummer erhofft. Ist aber leider nicht der Fall. Bislo ist es halt einfach. Ja. Auf viele Seiten wird noch ein bisschen kritisiert, dass es sich nicht wirklich nur Star Wars aufhielt. Das kann ich auch nachvollziehen. Gar so richtig krass Star Wars Feeling könnt irgendwie nicht rüber. Aber ich fand das aber auch nicht schlimm. Wenn die Geschichte gut ausgebaut wird und die Geschichte Spaß folgt, dann fand ich das nicht schlimm, dass man uns nicht so an dem kadrierten Star Wars Feeling befanden. Star Wars hat ja eine große Welt abgemacht, hat ja ein großes Universum geschafft und du musst dich nicht immer alles in einer Skywalker-Trilogie auffüllen. Das muss nicht sein. Wenn ihr so guckt, hat sich Mandalorian auch wie ein Western gefehlt. Du wennt ich gesehen das nicht so dramatisch. Wir können halt einfach weiter gespannt sein, wie Disney das Ganze weiter ausbaut, wie sich die Charaktere entwickeln und wie sich die Geschichte entwickelt. Weil bislo so zum Thema Schatzplanet und so, die Story gehen halt abgebaut und das wirkt ja aber schon mal alles recht spannend. Du, wenn da bleibt gespannt, guckt weiter hier im Channel meine Reviews, weil irgendwann kommt da meine Review zum Schluss von Skeleton Crew, wie mir das Ganze dann als Gesamtprojekt gefallen hat. Und du erzählt mal Lomo gerne in den Kommentaren, wer dir bis Lomo von der Skeleton Crew hält. Und in dem Sinn verabschiede ich mich und wünsche dir noch ganz viel Spaß auf Disney Plus mit der Skeleton Crew. Ciao!